Was zur Hölle war das denn? Ach, stimmt ja. Wir spielen gegen St. Pauli. Hallo, Moje, Jode Dach. Herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, liebe Freunde, es ist mal wieder soweit. Der erste FC Köln muss auswärts ran. Und zwar nicht irgendwo. Wir spielen am Millerntor beim FC St. Pauli. Also bei jenem Verein, bei dem man manchmal nicht genau weiß, ist das noch ein Fußballclub oder schon ein soziokulturelles Experiment mit Flutlicht. Ja, und bevor jetzt wieder jemand Schnappatmung bekommt, ganz ruhig, das hier ist alles Satire. Denn wenn wir heute über den FC oder Daydem St. Pauli sprechen, dann selbstverständlich politisch korrekt. Wir reden über die St. PaulianerInnen, über die Zweikampfvermeidungsbeauftragten und über den vermutlich ersten Rasen der Welt, der vorher gefragt wird, ob er sich heute überhaupt bespielen lassen möchte. Sind ja schließlich Lebewesen. Aber, und das ist der Punkt, sportlich wird das hier richtig unangenehm. Aber vorher möchte ich an der Stelle noch kurz mit einem Mythos aufräumen. Ja, es gab mal eine Zeit, da hatte man als FC-Fan eine gewisse Sympathie für Daydem FC St. Pauli und das galt ja auch als Fanfreundschaft, aber ich möchte euch daran erinnern, diese Zeiten sind vorbei. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass einige bei uns es bis heute nicht verstanden haben. Denn wenn man sich das Ganze mal anschaut, wie es sich entwickelt hat, dann ist die Realität inzwischen ziemlich eindeutig. Ich mach's ganz einfach. Ich lasse jetzt mal die Bilder für sich sprechen. Ja, das sind ihre Freunde und das beruht auch auf Gegenseitigkeit. Das hier ist kein besonderes Spiel, das ist kein freundschaftliches Aufeinandertreffen. Das hier ist schlicht und ergreifend ein wichtiges und ein normales Auswärtsspiel bei einem Gegner, der uns nichts schenken wird. Und genau so sollten wir das auch behandeln. Also, St. Pauli steht unten drin, die brauchen Punkte und genau solche Spiele sind gefährlich. Und vorne, da haben sie mit Daniel Sinani ihren besten Torschützen mit 5 Toren. Und da sage ich euch ganz ehrlich, zudem habe ich sogar eine klitzekleine Connection. Er ist in Belgrad geboren und gehört zu einer ethnischen Minderheit, die mit dem serbischen Volk verbunden ist, den Goranen. Er hat aber sich entschieden, für Luxemburg zu spielen, weil er dort aufgewachsen ist. Nur mal so ein bisschen Geschichte nebenbei. Wer wissen will, wer die Goranen sind, gerne in den Kommentaren Frage stellen. Ja, und sollte er treffen, dann tut das natürlich für mich persönlich doppelt und dreifach weh. Das heißt aber, für den FC klar bleiben, nicht ins Chaos ziehen lassen und die Nervosität vom Gegner nutzen, wenn sie denn auftaucht. Beim letzten Mal hatte ich das Gefühl, dass wir eher nervös sind bei diesem 1:1. Und an der Stelle kommen wir direkt zu meinem Lieblingsverein, dem 1. FC Köln. Wobei, ich bin halber Serbe, halber Slowene, geboren und aufgewachsen in der Pillenstadt. Der FC ist der Verein, der die kölsche Kultur am meisten repräsentiert. Ist das nicht eigentlich schon kulturelle Aneignung? Aber gut, lassen wir das Ganze mal. Kommen wir zum 1. FC Köln. Und ich muss sagen, diese Woche fühlt sich anders an. Nicht dieses typische bitte irgendwie durchkommen, sondern eher hier entsteht etwas. Und 2 Namen stehen da für mich im Mittelpunkt. Das sind natürlich Said El-Mahler, aber auch diesmal unser Trainer René Wagner. Said hat am Anfang der Rückrunde noch etwas eindimensional gespielt, Außenbahn-Tempo 1 gegen 1, aber inzwischen wird er deutlich variabler eingesetzt. René Wagner will, dass er auch von innen tief geht und nicht nur außen festklebt. Und genau das haben wir gegen Bremen gesehen. Dieser Mix aus Doppelspitze, Ausweichen nach außen und tiefen Läufen aus dem Zentrum. Und das macht ihn plötzlich etwas schwerer zu verteidigen. Und was mir auch noch wichtiger ist, er nimmt diese Rolle an. Er holt sich Hinweise, setzt sie um und man merkt, da ist Vertrauen da in beide Richtungen. Und jetzt wird spannend, die Idee, ihn im Übergang neben Ragnar Ache zu sehen. Langer Ball hinter die Kette, Tempo 1 gegen 1, das kann richtig gefährlich werden, für den Gegner natürlich. Und wenn das funktioniert, dann wird er in den letzten Spielen noch gefährlicher. Wobei ich natürlich nicht hoffe, dass es seine letzten Spiele sind. Einmal noch mal kurz zu diesen ganzen Transfergerüchten. Ich möchte an der Stelle festhalten, das Modell, ihn noch ein Jahr an uns auszuleihen, das wäre top. Da würde ich mich auf jeden Fall für aussprechen. Aber mal gucken, werden wir noch thematisieren. Jedenfalls genau solche Spiele braucht man jetzt. Und zwar mit Spielern, die den Unterschied machen können. Und genau deshalb ist dieses Spiel so wichtig. War Bremen nur ein Ausreißer oder ist das der neue FC? Aber gut, wie dieses Spiel ausgehen wird, das werden wir gerne jetzt mal prognostizieren. Ich habe euch mal wieder aufgerufen zu tippen und dementsprechend angelehnt an den Münzwurf von Rotterdam spielen wieder Gais oder Bock. Und jetzt ist es wieder soweit. Der Moment der Wahrheit. Gais oder Bock? Der Spieltagstipp für den 1. FC Köln. Wird es der glorreiche Gais, der uns hoffen lässt, oder der berüchtigte Bock? Gais. Manchmal ist die Münze gnädig und manchmal, naja. Ach, leck mich doch am Arsch, Mann.
Also, liebe Freunde, bis zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme haben 70 Abonnenten abgestimmt und das sieht folgendermaßen aus in der Prozentzahl. 3% tippen auf einen Heimsieg des FC St. Pauli, 24% auf ein Unentschieden und 73% auf einen Auswärtssieg unseres ersten FC Köln. Ja, mal gucken, wie gesagt, nicht immer alles so ernst nehmen. Das ist nur ein kleines Spielchen. Die Münze entscheidet, in welche Tendenz das ungefähr geht und die Höhe des Ergebnisses bestimme ich dann. Von daher, Guys oder Bock? Oh Mann! Aber gut, die Münze hat in letzter Zeit immer Unrecht gehabt. Ich muss jetzt unentschieden tippen. Ja, Freitagabend, da haben die meisten weniger Bock und so. Das sind nicht immer so die geilsten Spiele. Ich sag jetzt mal 0-0. Ja, aber Hauptsache Punkten, würde ich mal an der Stelle sagen. Gute Nachricht für alle. Wir können weiterhin nicht auf den Relegationsplatz rutschen aufgrund des Polsters, das wir uns aufgebaut haben. Zumindest für diesen Spieltag. Und naja, so ein Unentschieden bringt ja auch immerhin den einen Punkt, aber kommt, momentan glaube ich ein bisschen mehr an den FC, muss ich ehrlich sagen. Scheiß auf die Münze. Und klar, so ein Unentschieden, das wäre jetzt am Ende auch kein Weltuntergang. Aber es bringt dich wieder ein Stück näher an die untere Tabellenregion. Und genau das ist das Ding. Du willst eigentlich aus diesen 2 Spielen mehr herausholen. Aber wie gesagt, trotzdem muss man sagen, selbst dann werden wir an diesem Wochenende nicht auf einen Relegationsplatz rutschen. Und das ist vielleicht auch etwas, was der Mannschaft im Kopf helfen kann. Kein Panikmodus, aber eben auch kein Ausruhen. Aber jetzt liegt es an uns. Millantor, Flutlicht, Druck auf beiden Seiten und die Frage ist ganz einfach, wer von uns hält das aus? Ja, und das sind meine Gedanken vor diesem Spiel. Wir sehen uns wieder zu Reaction und ich sage mal an der Stelle, ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen und ich sage mal an der Stelle, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.